Hallo, schön, dass ihr da bei Handwerk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchte ich gerne für unser Briefumschlag-Journal 2 alte Briefe machen, die wir dann so da drin kleben können. Und für das habe ich mir auch schon jede Menge Geschmäus parat gemacht. Und dann wollen wir doch einfach gerade reinstarten. Das geht mal auf die Seite. Ich habe mir gedacht, als allererstes möchte ich gerne mit so Siegellack, oder es ist halt nicht echter Siegellack, das ist halt noch so komisches Plastikzeug, ich weiß gar nicht, wie das richtig heisst. Möchte ich mir aber so Siegeldingerli machen, wo man dann kann auf die Briefumschläge draufkleben. Und für das gibt es ja eben da die komischen Wachs, oder ja, ich weiß also nicht, ob es Wachs ist. Es stinkt ja grauenhaft nach Plastik, wenn man es schmelzt. Ja, die Wachs, ich glaube, sie heißen Wachssiegeldinger. Das ist sicher der korrekte Ausdruck. Genau, die schmelzen wir da mit dem kleinen Dingsbums. Und dann habe ich mir da verschiedene parat gemacht, verschiedene Stempel, oder wie sagt man? Ein bisschen Blümchen, Anfangsbuchstaben und irgendein Muster. Probieren wir doch einfach mal, wie das geht. Das können wir mal da drauf schreiben. Irgendwie so. Und dann machen wir mal Feuer. So, das kommt hierher. Und dann setzen wir doch das mal da rein. So, blendet euch das jetzt extrem? Wahrscheinlich nicht so fest, hä? Geht das so? So, und ich habe da aus dem Söstrine so ein Silikonteil gefunden, mal einmal. Ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht das da funktioniert. Aber jetzt testen wir doch einfach mal eins. Ich mache mal was hellgrünes, einfach so zum Testen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das davon gut sind für eins Teil. Ich glaube 2 oder 3. So, das schmilzt da schon schön. Ich glaube, ich nehme hier das Zündhölzchen, um das ein bisschen rauskratzen. So, komm. Das ist ein mickriges Löffel. Aber ich glaube, das reicht schon. Irgendetwas räuchelt da. Habe ich es ein bisschen zu nahe hergehoben. So, jetzt ist es glaube ich gut. Dann gießen wir das mal drauf. So, jetzt habe ich natürlich nichts parat gemacht, bravo, zum drauflegen. Und jetzt kommt der. So. Jetzt hole ich glaube noch ein Papier, um das ein bisschen auszuputzen. So, ist euch das schon gut? Oh. So. So sieht das aus.
sehr herzig. Ja, das ist sehr herzig, aber genau, jetzt habe ich hier noch, was habe ich noch? Das ist mal der Prototyp zum Testen. Ob es funktioniert? Jawohl, juhu, es funktioniert. Jetzt habe ich hier noch so ein Bändchen. So, das möchte ich gerne jetzt noch dann mit dem übergießen. Und da habe ich sonst noch ein bisschen Schnur, das ist irgend so eine Hanfschnur oder etwas. Schauen, dass man die da nicht abfackelt. Da nehmen wir auch noch gerade also ein Schnipsel. So, glaube ich, irgendwie. Und machen dann hier auch eins drauf. Und jetzt, also von der Menge her finde ich es okay. Ich glaube, von der Menge her kann man wirklich gerade 2 nehmen. Das ist mir jetzt mal noch wichtig zum herausfinden. Jetzt nehme ich hier den rötlichen. Das sind jetzt 2 verschiedene. So. So. So rote. Rot nehmen wir. Genau. Man könnte ja mehrere machen. Und dann das nehmen, was am besten passt. Am schönsten geworden ist. So, abgetaucht ist es. Und jetzt ja, fürs Bändeli hat man vielleicht 3 können nehmen. Ja, keine Ahnung, wir werden es jetzt sehen. Au, vielleicht sollte man es nicht anhängen. Oh Mann. So, ich lade da schon mal nach. Ich mache mal noch so eine, ja, ich weiß auch nicht, was da ist, irgendwie so ein Braun. Das Braun. Und das so heiß ist, schmilzt das ja sowieso schon. Wenn man jetzt 2 hat, könnte man es im Akkord machen. Also wenn man jetzt 2 von denen hat. So, ja, okay. Ja, da wären vielleicht schon 3 schöner gewesen. He? Ja, theoretisch könnte man einfach noch mal eins drauf gießen, oder? Oder sieht das dumm aus? Weil das gefällt mir jetzt schon nicht so. Und wir probieren das einfach. Ah. Ja, okay, die sind jetzt schon ein bisschen angeschmolzen. Jetzt probieren wir die zuerst. Also komm. Hauptsache chaotisch. So, und jetzt habe ich da noch ein anderes Ding wählen. Jetzt wollte ich da mal den A. So, so, so. Aha, weißt du was? 3 sind wahrscheinlich dann zu viel. Überläuft es ja vielleicht. Ja, hoffen wir es mal nicht. So. Das da tun wir doch sicherheitshalber auf ein Brettchen. So. Komm. Oh.
hübsch, ja. Schön. Schön. Komm, jetzt probieren wir hier noch. Schmelzen wir da einfach noch zwei drüber. Zack und zack. Ich wollte noch einmal das haben. So. So, also. Jetzt probieren wir das doch noch einmal. So. Ui. Nicht so. Voilà. Oh, das könnte ich mir aber vorstellen, dass das jetzt noch recht hübsch rauskommt. So. Jetzt habe ich hier noch ein grösseres Löffel. Ich glaube, jetzt probieren wir es dann mal mit dem. Dann können wir hier ein bisschen mehr rein tun. Und zwar Gold. Komm, wir machen noch das Goldiges. Und zwar jetzt mal mit 4. Das ist nämlich gleich viel wie hier. Und mit dem Bändeli. Aber der Knopf sieht ein bisschen dumm aus. He? Machen wir ohne Knopf. Einfach schön so zusammen. So. So, können wir das schon drauf tun. Das ist wahrscheinlich gut jetzt. Oh ja, jetzt sieht es richtig hübsch aus. He? Und ich finde, man sieht es überhaupt nicht, dass es doppelt ist. Also das hier ist ja jetzt vom vorherigen. Und das hier unten auch. Ich finde es cool. Also, so 3 bis 4 braucht es schon. Hier haben wir jetzt 3 gehabt. Aber da ist auch ein bisschen abgefressen. Ja, jetzt probieren wir mal mit 4 aufs Mal. Und was wollen wir nehmen? Wir noch einmal das A. So. Ich habe es auch schon probiert, wenn ich Farben gemischt habe, aber das hat mir nicht so schön gedunkt. So. Jetzt probieren wir das mal. Ah, da bleibt richtig viel drin hängen. Also ja, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit die Farbe wechseln, dann müssen wir es auch nicht jedes Mal ausputzen. Jetzt habe ich hier drauf gedröselt mit dem Tönhölzli. So. Oh, das ist jetzt aber auch nicht schlecht geworden. Ja, das finde ich hübsch. Das sieht cool aus. Mir gefällt jetzt das dunkelbraune Bändeli fast ein bisschen besser, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen inken. Ich habe da irgendwie, merke ich gerade, das
ist ein ganz anderes Bändchen noch. Jetzt probieren wir das. Das ist natürlich ein bisschen dicker. Das ist so komisch doppelt. Aber das. Jetzt nehmen wir noch das. So. Mal schauen, wie es mit dem dicken Bändchen geht. Das Gold ist also auch noch schön, aber am besten gefällt mir also wirklich das Rote. Darum mache ich jetzt glaube ich, hier noch ein rotes. So. Mit 4. Und dann, wenn wir mal das Blümchen nehmen, da. Wir können das sonst mal noch von den dunkelgrünen noch machen. Das wäre auch noch hübsch. Dunkelgrün. Dunkelgrün machen wir doch noch. Und wenn wir blau auch noch machen. Ja, komm, damit wir es ausprobiert haben, oder? Silber hätten wir natürlich noch. Wieso sind das so viele verschiedene Farben? Dass man sich nicht entscheiden kann. Silber wäre natürlich auch cool. So, da mal ein bisschen gusseln, wenn es zu wenig schnell geht. Jetzt wahrscheinlich nicht viel. Aber ich könnte ja noch Bändchen zuschneiden, weil mit Bändchen gefällt es mir also sehr gut. Ich will alles mit Bändchen haben. So, oh jö. Das ist also auch sehr herzig. Es ist doch ein bisschen schade, dass es ein bisschen abgekaffelt ist. Aber sonst gefällt es mir gut. Boah, ich muss ein bisschen das Fenster aufmachen, hey, das stinkt einfach. So, Blümchen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, und da schmeiße ich jetzt einfach mal das Blau rein. Das sieht sicher gut aus, wenn das noch ein bisschen silbrig, mit silbrig zusammen gemischt ist. So, und das nächste Bändchen. Ja, jetzt ist doch das vorhin so gut gegangen, wenn man das so ein bisschen gedrillt hat. So. Doch, genau. Es klappt. So. Oh, das ist jetzt aber schön geworden. Da habe ich jetzt probiert beim Draufleeren möglichst so ein bisschen so draufleeren und eher nicht weniger so, damit oben und unten, wo das Bändchen anfängt und aufhört, damit es hier nicht so abgekaffelt ist. Oder so wie hier. Oder dass es hier und hier auch so eine Wulst hat, die es rausdrückt. Das ist jetzt also bei dem noch gut rausgekommen. So. Und jawohl. So, ein bisschen oben und ein bisschen unten drauf. Oh nein, wieso verdrehst du dich jetzt? Halt, bleib da. Auch noch ein bisschen dran. Und eigentlich wäre es doch so gewesen. So. Ja, das könnte nicht allzu schlecht rausgekommen sein. Ich habe jetzt ein bisschen zu fest gedrückt. Ich will ja auch nicht, dass das Bändchen nachher so vorkommt, so wie hier zum Beispiel. Oh, sieht man es überhaupt? Ich denke, wenn ich es zu fest drauf drücke, kommt dann plötzlich das Bändchen raus.
So, und da tun wir doch jetzt auch einfach das Grün rein. Dann hat es halt noch ein bisschen Silber und Blau, das macht doch nichts. Schon gut, ist es schon trocken. Oder also abgekühlt. So, oh, der ist aber sehr schön geworden. Oh, jetzt haben wir wieder mal keinen Fokus mehr. Jetzt, haha. Gut, also muss ich noch mal draufheben. So. Also wieder ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Oh nein. Aber jetzt mache ich glaube gleich noch ein Braunes im Fall. Ich mache noch ein Braunes. Und irgendwie... ich habe jetzt das Fenster offen, aber es stinkt so. Und es ist mir richtig im Hals. Es ist so unangenehm. Ich bin dann froh, wenn wir fertig sind. So. Das letzte. Oh, ja, sehr schön. Ja, ich glaube, so mit der Zeit, mit der Zeit habe ich es ein bisschen in den Griff bekommen. Tatsächlich. So. Und jetzt kann ich mir die natürlich wahnsinnig gut darauf vorstellen. Und die hier, die sind ja alle nicht verloren. Die kann man ja dann sonst einfach auch noch irgendwo in das Journal reinkleben. Oder einfach jetzt irgendwo bei einer Collage noch dazu kleben. Das sieht ja auch gut aus. Oder dann sonst für noch irgendetwas. Darum habe ich auch ein paar gemacht, um ein bisschen auszuprobieren. Und auch noch so ein bisschen Material schaffen für ein anderes Projekt oder für sonst noch dazu zu tun. Aber ich glaube, ich bin bei dem. Und ich fürchte, ich muss das mit Heißleim anleimen. Und dann möchte ich gerne das Kuvert noch ein bisschen bestempeln. Und, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich noch hier die Federn parat gemacht. Die möchte ich dann auch gerne noch irgendwie dazulegen. Ich möchte sie gerne noch ein bisschen anspitzen und ein bisschen einfärben. Unten mit Schwarz oder mit Blau, das aussieht, als wäre das so eine Schreibfeder gewesen. Jetzt das Stempeln mit Dunkelblau und mit Schwarz ist da meine Idee. Also jetzt, ich werde ja das Ganze einfach so reinkleben. Das soll man jetzt nicht noch irgendwie kehren oder so. Das heisst, ich muss das ganze Zeug, das ich gestempelt habe, auf diese Seite drauf bringen. Und normalerweise wären ja hier Adressen und Briefmarken etc. Aber jetzt tun wir einfach ein bisschen schummeln und bestempeln das einfach mal irgendwie ein bisschen. Klar können wir hier irgendwie einen Absender vielleicht machen. So wie ein Absender. Ich mache jetzt mal schwarz. Das ist ja dann meistens da. Zack. Sehr gerade, sehr gerade. Wunderschön. So, und da machen wir jetzt irgendwas mit Poststempel. So. Dann noch ein bisschen etwas Geschriebenes. Das machen wir jetzt noch in Blau. Vielleicht, wenn es den will. So. Das tun wir doch einfach hier drauf. Mal, vielleicht ist es einfach too much, gell? Und das kleine wollte ich noch. Das kleine da.
Das kommt jetzt noch hier drüber. So. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommt das da drauf. Und dann könnte man doch da unten noch ein bisschen etwas schreiben. Noch etwas Schwarzes so am Rändchen. So. Doch, ich finde das gut. Jetzt tue ich... Oh, ich habe eine richtige Krotte im Hals. Und ich habe das Gefühl, das ist von dem blöden Wachsplastikzeug. Keine Ahnung. Das wollte ich jetzt gerne noch ein bisschen inken. Mit einem Walnutsstein, dunkelbraun. So. Oh, mega cool. Super, hey. Oh, jetzt ist es ein bisschen besser wieder. So, und jetzt schauen wir auch noch, was wir da mit dem machen können. So. Jetzt wollen wir doch die da noch schnell zuschnitzen. Schneiden wir doch hier einfach mal so ab. Oh, das hat ja geklappt. Ist zwar irgendwo vorgespickt, keine Ahnung. Fort ist fort. Ups. So. Und jetzt geht doch das mit dem Stay-Zone. Na. Ich muss da etwas anderes suchen. So, da habe ich etwas gefunden. Das ist doch super. Mal schauen, ob das überhaupt... Ui, ob ich das noch aufbringe. Ja. Ein uraltes Tuschefässchen. Ui, das ist jetzt nur von den verplatzten Blättern. So, da habe ich auch schon ein bisschen eingeschmiert. Jetzt schmieren wir hier noch ein bisschen gegen oben. So. Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss das trocknen irgendwo. Da. Das mal drauflegen. Und da auch. Ja, schön gerade die Federn eingesaut, aber das finde ich jetzt gerade noch cool. So, hier auch noch ein bisschen am Rand verschmieren. Und dann zum Trocknen legen. Ich habe hier mega viele so Federn. Habe ich sogar noch mehr. Yes, es geht. Was jetzt auch noch cool gewesen wäre, die hat da so ein Klemmzeug. Wenn man das jetzt, ja super, da drüber reingeklemmt hat, das wäre ja cool gewesen. Gut, das ist jetzt nicht so ein hübsches. Die ist noch cool. Wenn man die jetzt würde so mit Heißleim da drauf kleben, das wäre cool. So, gut, also komm, jetzt leimen wir doch das mal an. Aber ja, ich will es ja nicht zuleimen. Ich wollte schon, dass wir es noch auftun, weil vielleicht machen wir dann da noch einen Brief drin oder so. Und darum sollten wir das vielleicht da schon nur auf den Teil drauf kleben. So. Ja, oder auf die Unterlage. Nein, das geht ja gut weg. So. So.
Genau. Und hier auch. Ohne Fäden. So. Prima. Super. Schön. Schön. Und jetzt probieren wir doch da. Ist euch das jetzt getrocknet? Nicht ganz, he? Das ein bisschen. Komm, einfach mal machen. So. Das nachher da drauf. Das sieht doch cool aus. Das gefällt mir. Und ich glaube, den lasse ich aber so. Dann haben wir 2. Schön mit ein bisschen Tuscheflecken. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wo das eigentlich hier reinkommt. Also da sind wir mal schön drehen noch. Dann könnte das also hier rein. So, oh ja, ich glaube, das ist gut. Jetzt möchte ich aber gerade noch ein kleines bisschen Hintergrund machen. Und für das haben wir hier noch so ein Uhrli. Welches Uhrli nehmen wir da? Ich glaube, das hier. Ein Uhrli und ein kleines bisschen Text. Und das Ganze machen wir in schwarz. Und dann können wir dann auch noch schauen, dass wir ein paar Tuscheflecken machen können. So. Ja, das habe ich jetzt gerade irgendwie gesehen. Probieren wir es nochmal so. Zumindest die mittleren Zeiger noch. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und den Text, den machen wir jetzt auch gerade nur so. Halt vielleicht schon den richtigen Weg um. Einfach nur so ein bisschen. So. Genau. Wir noch mal ein bisschen Uhrli machen. So. Und vielleicht auch noch. So, genau. Genau, da ist jetzt natürlich alles verdeckt. Könnten wir da noch ein bisschen so. Gut, jetzt ist aber glaube ich gut. He? Stopp. Jetzt müssen wir aufhören, dass nicht alles komplett überbordet. So, ich lebe es jetzt gerade mit dem Heißleim rein, weil jetzt der hier gerade schön heiß ist. Ui, ui. So, oh, super. Ist das eine gute Idee gewesen oder nicht? Keine Ahnung. Einfach drauf. So. Und das Federli auch. So. So. Oh, cool. Mega cool.
Wo ist es da? Oh. Das sieht ja vielleicht cool aus. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt hure lang muss trocknen. Jawohl. Ich glaube, bis ich dann das zweite reinkleben kann, geht es jetzt gerade noch ein Weile. Ich zeige euch dann einfach am Schluss, wie beide dann ausgesehen haben. So, voilà, da wäre jetzt die zweite Seite, die ich gemacht habe. Ich habe auch noch ein bisschen gestempelt mit einer Uhr und mit ein paar anderen Schriftstempeln. Ich habe die Federn mit dem, wie heisst es, das Teil da unten eingeklebt. Ich habe da auch noch ein bisschen Tusche dran gemacht, dass das noch ein bisschen schwärzer ist und ein bisschen verschmiert. Und da auch noch ein paar Spritzer drauf gemacht. Ich finde, das ist extrem cool rausgekommen, die beiden Seiten. Die gefallen mir mega, mega gut. Also, ich finde es mega, ja, doch. Ich finde es super schön. Ja, und jetzt fehlt uns dann einfach noch ein Briefchen, das wir hier reinstecken können. Das würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde es mich mega freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.